Ja, seid benannt und einen Sackreschgurn. Jetzt Kasperl. Leute, ich bin kurz in die Kommentarsektion von meinem Charlie Kirk Video reingegangen. Da geht's rund. Ähm, ich habe damit gerechnet, dass es kontrovers wird. Es ist immer noch vergleichsweise gut bewertet. Normalerweise habe ich so zwischen 97, 98, 99 positive Bewertungen auf dem Ding. Hier sind wir jetzt bei knapp 580. Das ist okay. Das ist okay. Es hat mich ein paar Abos gekostet. Damit habe ich gerechnet. Ja, die meisten Kommentare waren auch relativ based. Klar, ein paar Leute sind immer da, die hängen geblieben sind. Manche Leute haben das halbe Nibelungenlied drunter geschrieben. Ja, was willst du machen? Wie gesagt, ich halte nichts jetzt von diesem Aufruf zur Gewalt von allen Seiten. Ich halte da grundsätzlich nichts davon, ne? Weder bei den einen noch bei den anderen. Ähm, Ich habe nichts davon vom Aufruf zur Gewalt gehalten, als die damals ich weiß nicht mehr, wie er hieß hier, Black Lives Matter, wo sie den gekillt haben. Vor kurzem sind auch wieder irgendeine, ich glaube, eine demokratische Kongressabgeordnete und ihr Mann sind auch umgebracht worden von irgendeinem Magerspinner. Ähm, Halte ich alles nichts davon. Ich bin der Meinung, die Leute, die nach Blut rufen, wenn sie Blut sehen, werden Blut bekommen und das führt zu einer fürchterlichen Welt ähm, und wie es aussieht, ist der Täter ja anscheinend gaga. Ne? Also der hat ja, kommt ja offensichtlich aus einem christlich-konservativen, aus einem Mormonenhaushalt aus Utah, auch Magerfanatiker, Waffennarren etc. bla bla. Ähm, Da würde ich fast eine politische Agenda ausschließen, sondern tippen darauf, dass der vielleicht eine Psychose hatte. Also ich habe das selber schon mal erlebt bei jemandem, den ich gut kannte, der in so eine Psychose abgerutscht ist und ihr würdet euch nicht, also wer das nicht miterlebt hat, kann sich nicht vorstellen, wie sehr sich so ein Mensch ändern kann und was der dann auf einmal tut und sagt. Wenn ihm wirklich ernsthaft oben die Sicherungen durchknallen. Das ist alles mit Rationalität dann nicht mehr zu erklären. Ne? Und klar, hier Catch this Fascist soll auf der einen Patrone gestanden sein, aber auf der anderen stand halt zum Beispiel, wer das liest, ist schwul, laughing my ass off. Weiß ich nicht, ne? Wo das jetzt irgendwie eine Geheimnachricht vom großen linken Kabal in der Welt ist, ich glaube, der war halt einfach, der halt durch, ne, im Kopf. Ich weiß auch nicht, ob dem überhaupt klar war, dass das kein Computerspiel ist, sondern dass der auf den er da schießt, nicht in 10 Minuten in der nächsten Runde wieder spawnt oder so. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich denke, ich freue mich über die besten Kommentare und wer keinen besten Kommentar geschrieben hat, der weiß schon, wen ich meine. Und die meisten hören mir auch nicht mehr zu, weil sie deabonniert haben. ähm, aber anderes Thema. Wir machen hier weiter ich will ein bisschen ablenken, weil ich will hier eigentlich in die Scheiße gar nicht ein, weil es kommt jetzt hier wieder Goblin-Geschichten etc. bla bla. Singen wir mal vorher noch zur Schandtat des Tages. Sehr viele von euch haben mir das geschrieben und ich habe es auch schon vorher auf meinem Zettel gehabt. Ich habe jetzt leider keinen Namen dazu, aber fühlt euch geherzt. Ja, Schandtat des Tages ist das Vortäuschen seines eigenen Ablebens und das zwar. Wie oft hat er das gemacht? Mehrfach auf jeden Fall. Und das passt gerade eben zu diesem Thema, wenn man sagt, hier, das Leben ist sehr kostbar und wenn Leute mit Gewalt in jungen Jahren da rausgerissen werden, wird einem das noch bewusster und dann empfinde ich persönlich immer noch mehr Abscheu für jemanden wie Rainer Winkler, der einfach nur aufgrund
von Aufmerksamkeitsbedürfnis seinen eigenen Tod vortäuscht und das auch noch auf die allerplumpeste Art und Weise. Und ja, das geht halt nicht, ne? Richtig. Ich bin heute ein bisschen, tu's mir, seid's mir bitte nicht böse, ich bin heute ein wenig fertig. Ne? Ich bin ein wenig fertig. Ich hänge ein bisschen durch gerade zur Zeit, aber wir schauen uns jetzt den Bums hier mal. Wir schauen uns jetzt den Bums hier mal an. Warte mal, Video geht los bei 5 Minuten 50. Gucci. Dementsprechend. Und nicht mehr sagen, außer hockt euch her. Sagen wir mehr. Reißt euch Häube auf. Mir ging an einer. Hinten rein. Würde ich mit der Geschichte anfangen, dass der alte Wanderer quasi ganz normal als Mann aufwächst und gar nichts davon weiß, dass er ein alter Wanderer ist, weil er wird ja erst ab einem bestimmten Alter zum alten Wanderer. Mhm. Und dann, als er in den Zustand des alten Wanderer kommt, hadert er erst anfangs ein bisschen mit sich, wird aber dann automatisch irgendwie davon auch angezogen und keine Ahnung. Und reist dann ein bisschen umher und erlebt Abenteuer, keine Ahnung, muss ich mir noch überlegen, wie ich das genau schreibe. Ja, muss ich noch schauen, wie ich das am besten mache, muss noch gucken, wie ich das am schlauesten umsetze, Rainer. Ich habe auch ein paar Ideen auf jeden Fall. Na, dann mach das doch mal, das klingt doch gut. Der alte Wanderer ist halt eine komplett freundliche Charaktereigenschaft. Und ich habe mir da keine großen Gedanken darüber gemacht, weil die ja eigentlich Ja, weil du keine Ahnung hast von komplett freundlichen Menschen. Weil dir das sehr fern liegt. nichts Böses sind. Ja. Also auch keiner, also die kommen ja nicht aus dem Charaktereditor quasi, wo ich auch über negative Dinge nachdenke. Ja. Oder wie Goblin, die ja sowieso bei vielen verschiedenen Geschichten und so weiter auch negative Darstellungen haben. Was zum schon wieder ernsthaft. Alter, dein Ernst? Mann, ey, das ist halt echt ganz dicht. Wie viele Wolf war das jetzt? Der vierte? Kann sein, ja. Egal. Das zu den Minen. Das lass mich die ganze Zeit ablenken. Ja, war ja klar, dass ich den Befehl. Darum sollte ich ja. Wovon lässt du dich ablenken? Lässt du dich jetzt von der Konversation ablenken durchs Spiel? Oder beschwerst du dich gerade, dass das Bärchen dich mit der Konversation vom Spiel ablenkt, Rainer? Es ist so unfassbar respektlos. Ich habe das momentan auch immer, wenn ich irgendwelche Sachen sehe, wo mal wieder irgendeine Dummtroller ein hageldummes TikTok hochlädt. Irgend so ein Barbie-Püppchen. Dann in letzter Zeit, die schminken sich immer und die fressen währenddessen immer. Wo ich mir denke, Mäudel, das sind 2 Minuten TikTok. Leg dein scheiß Essen auf die Seite, während du das aufnimmst. Da sitzen sie da und schmatzen. Wie er. Ja, warum sollte ich denn mir Mühe geben hier für diese TikToks, ne, die mir meinen Lebensunterhalt finanzieren, ne? Das ist scheißegal, kann ja währenddessen auch fressen. Dann habe ich Zeit gespart, ne? So wichtig ist mir da meine Audience, dass ich am Fressen bin und am mich schminken und am was weiß ich was machen. Leute, konzentriert euch auf das Scheißvideo, das ihr macht. Ich spiele ja hier auch nicht nebenher irgendwie noch auf der Playstation und brubbel dann da irgendeinen halbgaren Bullshit raus, ne? Treffen. Was war das? Der Hase wird das nicht gewesen sein. Also wenn du mir schon vor die Füße rumläufst, ne? Was dich nicht wundern. Aber worüber ich mich auf jeden Fall noch freue, ist die Geschichte von Königskind. Darauf freue ich mich schon. Okay. Da muss ich auch mal demnächst weiterschreiben. Die Geschichte ist ja auch echt heftig. Ja, ich bin gespannt, Rainer. Ich bin gespannt, wie heftig jetzt die Geschichte wieder ist. Ja. Also ich weiß ja nicht, hattest du dazu schon was erzählt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Königskind ist die Geschichte, wo die Königin, also der Titel ist eigentlich ein bisschen irreführend. Eigentlich geht es nämlich in der Geschichte nicht um ein Kind, sondern um die Königin als solches. Und war es auch so, dass Rainer, warum heißt es die Geschichte dann nicht die Königin, sondern das Königskind? Warum ist da schon wieder, ne? Warum ist dieses Wort in deinem Kopf, Rainer?
Da mache ich bei vielen, also bei den allermeisten Menschen auf diesem Planeten überhaupt keine Gedanken, warum gerade bei ihm permanent das Wort Kind eine Rolle spielt, der er keine eigenen Kinder hat. Ne? Und auch ja eigentlich nicht großartig mit Kindern in Berührung kommt, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, die andere Alte wird wahrscheinlich nicht mehr da wohnen, ne? Mit der kleinen Tochter. Also zumindest hoffe ich das. Es quasi die Königin gibt und die Königin will halt Kinder. So, das Problem ist, sie kann nicht schwanger werden. Und Okay. sie versucht halt alle. Und dann kommt der sicherlich nicht auf Reine basierende, ganz tolle Charakter, der überfruchtbar ist und der macht das dann, oder wie? Um halt ein Kind zu bekommen. Das Problem daran ist, dass sie von einem Menschen niemals ein Kind empfangen kann. Oh, jetzt gehen wir in die Richtung wieder. Jetzt gehen wir in die Richtung. Ne? Warum kann sie nicht von einem Menschen ein Kind empfangen, Rainer? Okay. Dafür sind die Gene, das hängt auch ein bisschen mit den späteren Ideen für die Gene im Universum zusammen. Die Gene eines Menschen sind für ihren Körper einfach zu schwach. Also die Gene des Mannes können sich in ihrem Körper nicht festsetzen, sozusagen. Okay. Dafür ist Das macht Sinn, Rainer. Das macht Sinn. Wenn ein Weibchen von einer Spezies, von dem Mann von der Spezies kein Kind kriegen kann, das ist super sinnvoll. ich weiß nicht genau, wie ich das später im Endeffekt erkläre im Buch. Also wenn jetzt mal im Universum erkläre, da ist es ja normal, da ist es ja anders. Aber wie ich das jetzt in dem Buch erkläre, Nein, in deinem Universum ist überhaupt nichts normal. Dann hast du das Bestiarium von deinem Scheiß-Universum mal selber durchgelesen. Und willst mir dann jetzt erzählen, dass das normal ist, oder? Ich habe Videos drüber gemacht. Ich habe sicher nicht alles gelesen, was da dort steht, weil da meine geistige Gesundheit zu wertvoll dafür war. Aber allein das, was ich gelesen habe, das ist weit, weit, weit weg von normal. Auch wenn man den Begriff normal wirklich weit dehnen würde, ist das immer noch extrem weit weg von normal. da weiß ich, jagt mich irgendwas. Ich habe das Gefühl, dass ständig irgendwas um mich herumrennt. Rainer, das ist die krankhafte Paranoia, die hast du schon lange. Also es läuft darauf hinaus auf jeden Fall, dass es am Ende so ist, dass Wisst ihr noch, wo er da irgendwie am Rastplatz gesessen ist? Das war, glaube ich, an dem Tag, nachdem er aus Frankfurt geflohen ist. Zweiter Tag in der Ranger-Staffel. Und dann irgendwelche komischen Touri-Familien da am Rastplatz gelaufen sind und der immer gedacht hat, alles sind Hater. Überall sind Hater. Dauernd sich umgeschaut hat. Ne? Klassischer Paranoia-Lord. sie mit einer Hexe spricht und diese Hexe ihr halt sagt, du wirst von ihm nie ein Kind empfangen, aber ich sehe einen Weg, wie du viele Kinder haben kannst. Allerdings möchte ich ihn dir nicht verraten. Okay. Und so habe ich den Anfang geschrieben. Und es läuft letztendlich Ja, er ist ganz toll geschrieben. Der Schreibstil ist on point. Er ist richtig geil. darauf hinaus, dass sie dann halt doch preisgibt, wie das passiert. Ja, auch das, also auch nachvollziehbare Handlungen bei Charakteren, das hat er drauf, ne? Also die Hexe sagt so, ja, du wirst von Menschen, die ein Kind kriegen kann. Ich weiß aber, wie du ein Kind kriegst, aber ich sag's dir nicht. Spaß, ich sag's dir doch. What's up? Und das aber auch ein bisschen im Zwiespalt ist und so weiter. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es in dem Buch, halt in den Geschichten auch so ist, dass es halt auch einen gewissen Glaubensdoktrin gibt. Und halt zum Beispiel, sobald du halt quasi mit einem Goblin verkehrt hast, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, Ja. hast du dein Leben verwirkt, so ungefähr. Ja. Nicht unbedingt, bringe dich nicht gleich um, aber es läuft ja darauf hinaus, dass du halt quasi kein normales Leben mehr führen kannst, weil dich halt die Leute ablehnen werden. Und Ja, weiß ich nicht, Rainer. Ne? Das ist schon schwierig. Ne? Das führt dann auch mehr so in diese Nummer. Das schürt das Stockholm-Syndrom so. Ich kann ja nicht mehr nach Hause jetzt, ja? Obwohl sie nichts dafür können. Großes Kino. Rainer, großes Kino. Und es geht dann so weiter, dass sie dann zu einer bestimmten Quelle geht und von da aus dann noch ein bisschen mehr erfährt im Wald und dann für etwa 10 Jahre verschwindet. So. Okay. Natürlich nur in Form für die Leute aus dem Königreich. Ja. So, weil
sie selbst, ihre Geschichte ist ja, die erzählt wird. Ja. Und dann geht ihre Geschichte so weiter, dass sie in den Wald geht, wo sie in den Wald geht, wo sie eine Siedlung von Goblins findet. So, Goblins haben normalerweise keine Siedlungen, sondern nur Lager. Damit Okay, also sie findet eine Goblin-Siedlung, aber es gibt gar keine Goblin-Siedlung, deswegen ist das ein Lager. Rainer, warum sagst du nicht gleich ein Goblin-Lager? die eventuell auch abbrechen und woanders hingehen können. Und um ein Lager zu gründen, um eine Siedlung zu gründen, brauchen sie grundsätzlich eine einzige Sache, die sie immer benötigen, ohne die sie kein Lager gründen können, weil andere Stämme, andere Goblins und auch andere Völker sie angreifen würden. So ein bisschen kann man das mit den Wölfen aus Imoru, also aus Slime betrachten. Ne? Die stärkeren Wölfe haben versucht, die Goblins auszulöschen, damit sie selbst ein Lager bauen können. Ja. Ja, ich glaube aber, dass dann, also ich weiß jetzt nicht viel über die Wölfe, aber dann sind mir die schon sympathisch, ne? Weil die Vergenusswurzelungsgoblins, die waren mir schon, egal was der Rainer gesagt hat, ne, das ist ja nur ihre Natur, die waren mir schon sehr unsympathisch, muss ich sagen. Ja, ich weiß gar nicht, woran das gelegen hat. So ungefähr. Und bei denen ist es so, dass es nur möglich ist, wenn sie einen Goblin Lord, also einen sehr starken Anführer haben. Goblin Lords werden allerdings nicht gezeugt, sondern sie werden geboren. Also sie entwickeln sich nicht so, wie es jetzt bei Rimo. Ihr wisst aber, gezeugt werden und geboren werden schließen sich kategorisch aus. Ne? Die schließen sich, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Oder so ist, sondern sie werden wirklich geboren als solche. Aber sie sind auch größer und stärker als normale Goblins. Und sie haben eben die Möglichkeit, auch andere Goblins zu unterwerfen. Alles klar. Und die ganze Geschichte, das ganze Buch läuft dann darauf hinaus. Es geht schon wieder um Unterwerfung. Ne? Es sind immer dieselben Themen. Ne? Es ist immer Unterwerfung, es ist immer Unterdrückung, es ist immer Erniedrigung anderer Menschen. Es ist immer Leute gegen ihren Willen zu irgendetwas zwingen. Das ist bei Rainer immer Name of the Game. Und er ist nicht kompliziert genug gestrickt, um sich sowas auszudenken, ohne dass es selber permanent in seinem Schwellschädel umeinander ist. Dementsprechend, ne? Das ganze Buch läuft dann darauf hinaus, dass die eben in eines dieser Dörfer geht. Übrigens ist der Goblin Lord in der Geschichte auch einer, der seine eigene Geschichte hat. Die Art und Weise, wie er gezeugt wird, ist natürlich auch wieder heftig. Das ist Geschichteception dann, oder? Oh ja, natürlich. Die Art und Weise, wie der Goblin Lord gezeugt wird, die ist richtig, richtig heftig. Jetzt muss aufpassen, jetzt kommt Quality Fantasy Writing. Weil, ne, geht auch wieder um eine Vergewaltigung. Ja, Kältepries, Rainer, um was denn auch sonst? Boah, Leute. Es ist immer... Rainer, merkst du das eigentlich nicht, dass in deinem ganzen Scheiß-Universum und in deinen Büchern und Geschichten und der ganzen Scheiße das ein wirklich viel zu prominentes Thema ist? Merkst du es noch? Natürlich merkt das nicht. Es geht immer um Vergewaltigung. Um was auch sonst. Das wäre ja langweilig, wenn man irgendwo mal eine Fantasy-Geschichte schreiben würde, in der es nicht darum geht. Ne? Keine Ahnung. Schreib doch das nächste Buch, nennt es der Snoo-Snoo-Erzwinger. Das ist ein fetter, übergewichtiger Behindi, der dann irgendwelche Frauen gegen ihren Willen im Schlaf anfasst. Dann kennst du wenigstens aus. Die Geschichte schreibt sich von alleine. Leicht autobiografisch. In dem Fall allerdings nicht um einen Menschen, sondern um eine Zentaurendame. Okay. Und die wird auch nicht von einem normalen Goblin gevögelt, sondern von einem Hobgoblin. Zentauren. Dann noch die. Sind wir jetzt hier wieder bei männlichen oder weiblichen Pferden? Ne? Ist die nächste, ist die eine Seekuh? Großes Wassertier. Ich glaube, Seekuh nimmt er nicht, das erinnert ihn zu sehr an seine Mutter. Okay. Warum sie wissen, dass gerade er der Vater ist? Weil er der Einzige war, der es geschafft hat, sie zu vögeln. Ach so. Ja, ganz großes Kino, also ein richtiger Hengst, der Typ. Okay. Weil Zentauren sind sehr, sehr stark. Und selbst wenn Goblins stark sind, können die Goblins nur schwer die Zentauren festhalten. Aber der Traum des Stammes, also dieses Stammes speziell,
war, dass sie eine Stadt gründen können. Ja. Dafür brauchten sie aber eben einen Lord. Die hatten zwar Einen Lord, Alter. Wir brauchen einen Lord. Heißt so, der nächste YouTube-Kanal ist nicht mehr Drachenlord, inzwischen ist Goblin Lord. Ne? sehr viele Hobgoblins, also eine stärkere Version der normalen Goblins. Ja. Aber die hatten nun mal eben sie hatten eben keinen Lord. Und damit konnten sie nichts anfangen. Und Ja, ohne Lord ist alles scheiße, oder? Der Lord fuhr fort im Fort. Ja, jetzt können sie kein Lager nicht bauen. Warum auch immer. Ne? Die können sie, geht nicht. Ne? Die brauchen ja irgendjemanden. Das ist wie bei Reinis Kommune. Ne? Da brauchst du auch aus irgendeinem Grund Reini. Das können nicht die anderen Leute einfach ohne ihn machen. Ne? Das geht nicht. Du brauchst ja schon so einen gescheiten Anführer, der da steht und Ahnung hat und dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast den ganzen Tag. die haben sehr, sehr viele Hobgoblins, viel mehr als normalerweise, die auch geboren werden, auch nicht weiterentwickelt sind oder so. Ja. Die sind weiterentwickelt, aber eben durch Geburt. Okay. Und da ist es dann so, dass ach schau mal, Gebäudeeffizienzscheune habe ich erarbeitet, wie habe ich das gemacht? Okay, in die Richtung habe ich gearbeitet, da dürfte jetzt nichts mehr sein. Muss ich kurz mich konzentrieren. Ach warte, von hier kam ich. Okay, jetzt bin ich einmal im Kreis gegangen. Bin ich immer so beknackt hier, da muss man einmal im Kreis laufen. Warte, ich laufe so rum, weil dann kann ich vielleicht noch was sehen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Und manchmal, wenn man in die andere Richtung läuft, da sieht man manchmal hat man noch mal was gesehen, was man übersieht. Ja, ganz toll, Rainer. Super Information. So, das scheint heute aber nicht der Fall zu sein. Gut, dann geht's hier weiter. Ja, von da werde ich jetzt nicht. Ich bin immer noch irritiert von diesem brennenden Kackhaufen da hinten auf dem Tischgrill. Das, weiß ich nicht, ja. Ja. Ja, ich habe einen guten Orientierungssinn. Also, Ich- wenn ich da lang gehe Ja. und da lang gehe, bin ich in die gleiche Richtung quasi. Aber ich komme da nicht mehr raus aus der Mine. Ich komme von der Seite nur rein in die Mine. Ich hätte mir das nicht gemerkt, also ich wäre verloren. Ja, ich bin hier nur einmal durchgelaufen und wusste das. Nicht schlecht. Aber ich bin das was angeht, schon immer auch im Real Life, bin ich einfach begabt, was sowas angeht. Keine Ahnung, ein Talent vielleicht, keine Ahnung. Ja, das ist cool. Ja, ich konnte es schon als kleiner Junge. Mein Vater war da immer voll begeistert so. Wenn wir irgendwo einmal vorbeigefahren sind, hat er mich gefragt, ja, wo sind wir? Und ich gesagt, ja, entweder sind wir da oder da. Und ich gesagt, ja, ey, wow, weißt du das? Ja, wir sind doch da vor 3 Wochen vorbeigefahren. Und er so, hä, was? Vor 3 Wochen? Das weißt du heute noch. Ja, Rainer, ich weiß nicht, ja. Als Kind kann man sich schon irgendwie auch an Orte erinnern, wo man schon mal war. Das ist jetzt nichts Besonderes, ja? Ja, schon. Fahren woanders vorbei. Ey, hier waren wir doch vor 9 Wochen. Hä, was? Ja, vor 9 Wochen hat der kleine Rainer gesagt. Und was ist denn das schon wieder? Ja, sind doch hier vorbeigefahren. So, hä? Okay. Das ist wirklich krass, ja. Ja, das ist richtig krass, ja. Das ist richtig krass. Das ist erst einmal ist krass erfunden und zweitens ist überhaupt gar keine so besondere Gabe, ne? Wenn man sich daran erinnert, vor allem als Kind, irgendwie, dass man irgendwo schon mal war. Das könnte ich nicht. Cool. Ja, es ist halt irgendwie eine Gabe, weiß ich auch nicht warum. Habe ich einfach von Anfang an. Ich konnte das schon immer. Naja, jedenfalls. Weiß ich nicht mehr, wir machen wir es so. Weiß nicht, wenn ich dich langweile mit meinen Storys, dann sag das. Nee, Ja, du langweilst, Rainer. Erzähl was anderes. alles gut, alles gut. Also es geht weiter dann mit dass sie dann halt in dieses, ich weiß nicht, wo sie jetzt weitermachen. Soll ich von Königskind oder von der Sache da habe ich noch keinen Namen für die Geschichte mit der Zentauren-Dame. Da muss ich mir noch einen Namen überlegen. Ja, weiß nicht, die Geschichten verzweigen sich jetzt Ja, keine Ahnung, nenn's doch Lustlord. alle. Also im Prinzip, das mit den Goblins, das wird zwar, muss ich irgendwann noch auswälzen, aber da habe ich noch nicht viel dran geschrieben, nur so in der Erinnerung quasi. Ja. Ja, Rainer, das hast du halt jetzt gerade geschmeidig aus dem Arsch gezogen. Sagen wir es halt so. Also mit den Goblins ist es im Prinzip so, dass halt dieser eine spezielle Goblin-Stamm beschlossen hat, die möchten unbedingt Ja, eine Siedlung gründen, da brauchen sie einen Lord, das hast du schon gesagt und dafür muss wieder erzwungenes Snoo her. Weiter im Text, Rainer. die möchten unbedingt eine Siedlung haben, können das aber nicht machen, weil sie keinen Lord haben. So. Und
Weil es aber ein sehr starker und sehr kriegerischer Stamm der Goblins ist, haben die halt beschlossen, hey, ne, da kam einer von den Idioten auf die Idee, wie wäre es, wenn wir die Zentauren angreifen? Das wird super. Naja, und dass es natürlich eine doofe Idee ist eigentlich jedem klar, aber die Goblins waren voll begeistert und haben es dann letztendlich auch durchgezogen. Ja, man merkt ja, die Goblins haben außer dem, dass sie die Grenzen anderer Menschen im Intimbereich nicht respektieren, anscheinend noch mehr Gemeinsamkeiten mit dir, die einfach hageldumm sind und sich denken, boah, das und das ist also überhaupt keine gute Idee. Let's fucking go, ne? Ja. Du bist meine Beute, bleibst du stehen. Und das ist so grausam, wenn man den abmacht, so, Ja. genau, und es war witzigerweise auch die Idee von dem Typen, der die letzten Endes gevögelt hat. Okay. Es geht auch, das ist auch ziemlich heftig. Also im Prinzip, um das kurz zusammenzufassen, der Angriff gelingt nicht richtig, sondern nur so halb, weil die halt im Prinzip nur schaffen, eine Zentaurenfrau, also eine Zentaurin, gefangen zu nehmen. Diese aber sich so stark wehrt, weil sie eben gerade so stark ist. Und gekonnt ist gekonnt. Und gerade weil die so stark ist, müssen die extrem fesseln und gefesselt halten, weil die sich selbst aus der Nähe der Seile und in der Nähe der speziellen Knoten, die nur die Goblins beherrschen, losreißen kann. Ja. Und schon während die das halt, wenn die halt die gefangen genommen haben und sie versucht haben, an ihr zu vergehen, hat sie halt 2 getötet, indem sie einfach sich losgerissen hat und es geschafft hat, sie zu zertreten. Sie ist ja auch sehr viel größer als die Goblins. Das heißt, die Goblins müssen auch noch so ein kleines Gerüst bauen, worauf sie sich draufstellen können. Weil die müssen ja auch irgendwie an ihre Möse kommen, ne? Ach, Rainer. Ach, Rainer. Oh Gott, oh Gott. Ja, meine Ausdrucksweise ist so. Ja, Rainer, wenn du es selber merkst, oder? Wenn du es selber merkst, warum, So, auf jeden Fall läuft es darauf hinaus am Ende, dass sie, es ist dann auf jeden Fall so, dass sie, Das hier. nur schaffen, eine gefangen zu nehmen. Das erwähntest du bereits, Rainer. Und diese eine, die sie eben gefangen nehmen. Ja, die bringt ein paar um, weil die ist viel stärker, hin und her, bla bla blups, ne? Ach komm, ich habe keine Lust auf 2 Bären. Das sind ja 2. Ja, ich bin ja schon. Euer Ernst? Euer Ernst? Ist das euer Ernst? Was zum... Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Ich hasse euch. Yes. Also, genau, die bauen dann so ein Gerüst, ein Gestell um sie rum und fesseln sie und keine Ahnung. Und die haben irgendwie gesagt schon 2 getötet und deswegen traut sich keiner mehr an sie ran. Okay. Bis auf ihn. So. Und obwohl sie sich wehrt und tut und macht, keine Ahnung, schafft er es, vögelt sie, spritzt ab und genau in dem Moment, wo er in ihr kommt, reißt sie sich los, killt ihn, ja, und ab dem Moment ist sie zwar schwanger, weil es bringt halt nicht viel, weil er ist halt immer am Leben, so. Ja. Die anderen Goblins aber, weil sie sein Opfer respektieren und weil sie ihn ehren wollen, kümmern sich. Das ist der ehrenhafte in Goblin Town, ne? Und in Reiners Kopf auch, ne? Der hat's geschafft. Aber so viel Ehre. Das ist, der kriegt die Vergewaltiger Medal of Honor, kriegt der von den Goblins. Digga. Um sie, bis sie das Kind zur Welt bringt. Da sie aber eine Zentaurenfrau ist die Schwangerschaft länger. Okay. So, und aus ihr entsteht dann tatsächlich letzten Endes ein Goblin dort. Sie versucht allerdings alles, dieses Kind nicht zur Welt zu bringen. Versucht sogar das Kind so lange in sich zu behalten, dass es in ihr stirbt sozusagen. Okay. Weil das möglich ist, ne? Also die tut alles dafür, weil die diese Vorstellung absolut hasst. Es traut sich auch keiner mehr an sie ran in dieser Zeit. In welcher Form auch immer. Nur um ihr was zu essen zu geben. Und selbst das machen sie nur sehr widerwillig und sehr schwierig. Ja. Warum macht ihr rum, wenn ihr Arbeit zu tun ist? Habt ihr keine Arbeit? Super, das ist ein Kollege. Hast keine Arbeit. So. Geh mit dem mal von der Arbeit. Hier, geh mal fischen. Ach nee, warte mal, was du Lust, du gehst in den Garten shoppen. So, und du bist wahrscheinlich der andere, der nichts zur Arbeit hat. Doch, du hast Arbeit. Du auch. Müsste man eigentlich leichter sehen. Das ist er hier, was ist mit dir? Ah, okay, das ist der Jäger. Der ist wahrscheinlich gerade auf der Jagd gewesen. Okay, verstehe. Deswegen schon wieder rum. Aber der hier saß hier rum, hat nichts zu tun gehabt. Da fällt mir ein, ich sollte mal ein paar Eimer herstellen. Für alle Fälle. So, kann ich nicht herstellen, weil ich habe nicht genug Ressourcen. Okay, also die sind... Wenn ihr jetzt noch länger von dieser Goblin-Scheiße erzählt, dann muss ich mir hier auch einen Eimer herstellen. Ne? Auf jeden Fall in der Situation halt,
das wird geboren wird. Und dadurch entsteht quasi der Goblin Lord. Und dadurch schaffen die es tatsächlich auch, ihre eigene Siedlung herzustellen. Und dieser Goblin Lord ist eben der Goblin Lord, der auch im Ding. Warum? Warum, Rainer? Warum? Du erklärst nicht, warum sie einen Goblin Lord brauchen, um eine Siedlung zu gründen. Du erklärst es einfach nicht. Wird der Goblin Lord mit Maurer- und Zimmermannsausbildung geboren? Kann man ohne den kein Haus bauen, oder? Ich begreif's nicht, Rainer. Ich bekomme langsam das Gefühl, du hast die Geschichte dir nur deswegen aus dem Arschgebirge gezogen, um wieder übers Vergewaltigungen schwadronieren zu können, weil dir das permanent im Kopf rumschimmelt. Und in dem Fall solltest du dir vielleicht wirklich Hilfe suchen, Rainer. Professionelle Hilfe. Hm? Das dabei ist später. Okay, ja. Wie heißt es? Der halt quasi dann der Anführer von den Goblins ist. Ja. Zu dem Lager, also zu der Siedlung, wo sie geht. Und sie macht dann Bekanntschaft mit ihm. Anders als normalerweise gehen die Goblins nicht her und vögeln sie gleich am Tor. Oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie ich das geschrieben habe. Auf jeden Fall bringen sie quasi zum Goblin Lord so. Und der Goblin Lord beansprucht sie für sich 10 Jahre. Okay. Das Ziel dabei für sie ist, dass sie Kinder gebären kann, weil sie nämlich gehört hat, dass Goblins überaus fruchtbar sind und selbst selbst Frauen ein Kind machen können, die quasi keine Kinder haben können. Ja, die Goblins haben da praktisch die Siedlung gemacht und da steht jetzt hier die Goblin-Fruchtbarkeitsklinik drin. Und da haben sie den Lord gebraucht, weil der ist der Einzige, der da seinen Doktortitel drin hat. Der hat sich auf künstliche Befruchtung hat er sich spezialisiert, oder wie? Halt doch dein Maul, Rainer. Halt einfach dein Maul. Ja. War halt eigentlich nur schwer. Außerdem geht das Gerücht um, wohlgemerkt das Gerücht, nicht das Wissen, dass dass ein Goblin Lord, der eine Frau mehrere Male schwängert, dafür sorgen kann, dass sie quasi auch dauerhaft weiterhin Kinder bekommen kann, auch von Menschen. So, okay. Das Gerücht geht halt um. Also auch da wieder, keine Ahnung, die müssen einfach nur oft gegen ihren Willen, so, dann wird alles besser. Das in jeder Geschichte, die er erzählt hat, war das bisher so. Geht sie halt, sich von ihm schwängern zu lassen, im Idealfall so, dass sie halt auch danach noch weiterhin Kinder bekommen kann. Und so lässt sie sich mit ihm ein, unter der Bedingung, dass sie nach 10 Jahren gehen darf, ihm dafür aber mehrere Kinder schenken muss innerhalb dieser Zeit. Die Anzahl, ich habe es nicht im Kopf gehört, was ich aufgeschrieben habe, dass es eine feste Anzahl vorgegeben, die sie innerhalb von 10 Jahren halt gebären muss. Okay. Da das bei den Goblins aber so ist, wie gesagt, dass sie eben schneller wachsen, dass sie schneller geboren werden und dass sie einer Frau nicht so viel Energie entziehen, wie zum Beispiel eine normale Schwangerschaft, dass sie zum einen schneller geboren werden und zum anderen die Goblins Kräuter und Mittel kennen, einer Frau diese Zeit zu erleichtern. Was die körperliche Belastung angeht, haben die halt nicht so eine extreme Belastung darunter. Ja. Genau. Recht praktisch, wenn man so möchte. So, ja, bitte. Doch. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da ist die psychische Belastung halt auch noch, aber wurscht, oder? Hauptsache geworfen wird. Wolbanja hat gerade noch was im Chat geschrieben. Leider darf ich nicht verwenden, das hoffe ich das mal. Okay, was hat sie geschrieben? Sie hat geschrieben, oh sorry, habe vergessen mich zu bedanken, wahrscheinlich für die gute Besserung wünsche. Vielen lieben Dank euch und was habt ihr so den Tag gemacht? Okay. Ja. Jetzt schlecht sagen, dass wir hier drin hocken und zocken. Ungünstig. Das findet sie bestimmt ein bisschen, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Egal, da antworte ich einfach später drauf. Ich habe es noch nicht gelesen oder so. Kannst du ja antworten, deswegen. Warte mal, was habe ich heute den Tag gemacht? Ach, Uni-Zeug. Das ist aber nicht schön. Was Schönes erzählst du? Hast du ja schon geschrieben, dass du hauptsächlich Uni-Zeug gemacht hast. Ja. Kannst du ja schreiben, dass du Uni-Zeug gemacht hast und danach noch ein bisschen drauf und praktisch schnell weitergelassen hast. Ja. Okay, jetzt muss ich mal kurz überlegen, schauen. Also in dieser Jahreszeit, was kann ich denn pflanzen? Kohl. Doch, außer Kohl. Also muss ich Kohlsamen kaufen. Wo sind das Samenhändler? Das hört sich auch wieder falsch an. So, habt ihr jetzt mal geantwortet. Ich war nämlich heute auch einkaufen. Bitte, was machst du? Ich war heute auch einkaufen, hab ein bisschen Essen geholt und so. Das war mal wieder notwendig, nichts mehr im Kühlschrank. Ja, das sieht gut an. Ich kann meine Haare schneiden lassen, das ist das ist auch neu. Schneidest du dir die Haare eigentlich selber? Wenn ich das schneide, ja. Oh. Ja, das hat man immer gesehen, ne? Das hat man immer gesehen. Ich glaube, er war in der ganzen Zeit einmal beim Friseur und ich glaube, da hat ihn Moner hingeschickt. Da gab es halt dieses Bild, ne, wo er einen Schnörres gehabt hat, wo er so seriös ausschauen wollte. Mit seinem Hugo Boss Hemd und ne, das war da, wo er dieses Interview gegeben hat für
Gott, wie hieß denn das kleine Mal? Ihr wisst, was ich meine, ne? Dieses lokale Medium. Cool, ich mach das auch. Merkt man bei meinen, ja, aber das merkt man bei meinen halt, ne? Dass ich das selber schon mal, weil die sowieso immer unordentlich und zerstrubbelt aussehen. Okay. Nein, Rainer. Es hat mit unordentlich und zerstrubbelt nichts zu tun. Du hast halt immer schief geschnitten, Rainer. Du hast ja immer der Meinung, du machst jetzt einen Irokesen und das hat halt jedes Mal ausgeschaut, wie wenn du auf den Kopf unter einen scheiß Rasenmäher gehängt hättest. Bei mir sieht man das schon. Also gerade wenn ich meine Haare föhne, sind die halt relativ glatt. Und da würde man schon sehen, wenn da irgendwie schräg was reingeschnitten ist. Aber ich gebe mir Mühe, das so gerade wie möglich immer zu machen. Und ansonsten muss mein Vater nochmal drüber. Ist der Friseur oder was? Nee, aber der schneidet sich auch schon sein Leben lang selber die Haare, deswegen. Der kennt's. Okay. Ja, bei mir liegt es halt daran, dass ich halt auch die Haare einfach, dass ich auch einfach gar nicht die Haare dafür habe, dass man da groß irgendwie sich drüber Gedanken machen muss oder so. Ja, Ich schneide die halt einfach, indem ich die einfach runtersädel. okay. Das fällt halt auch einfach halt auf bei meinen Haaren. Warte mal, hast du noch Dünger für mich? Jetzt muss ich mal gucken. Du hättest Dünger, du hast doch keine Dünger. Mütze brauche ich jetzt eh nicht bei der ganzen Zeit. Und ich verkaufe, verkaufe nicht Kupferballen, scheiß drauf. Es waren nur 24 Dünger, ey. Ich muss mir die Dünger kaufen. Okay. Ja, da kannst du irgendwann selber Dünger herstellen. Das ist aber gar nicht so einfach, weil das auch nervig ist am Ende. Oh. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, genau. Und die ist halt, die Königin ist halt quasi einfach darauf aus, dass sie halt, wenn sie dann quasi zurückkommt, gar nicht bloß sagt, woher sie kommt und so weiter und oder was passiert ist, sondern die ist einfach wieder da. Man erkennt sie auch, weil sie einen bestimmten Siegerring bei hat, wie es halt damals so war. Und aufgrund dessen erkennt man sie und sagt dann halt einfach kurz, ja okay, Königin wieder da, cool, true, bist wieder da, leg dich mal mit dem König ins Bett und mach uns mal ein paar Erben. So, Ja, genauso wird's gelaufen sein. Hast du eine Königin, die verschwindet einfach für 10 Jahre und währenddessen passiert in dem Königreich einfach nichts. Ne, die warten dann einfach schön brav, die denken sich, die kommt schon wieder. Und wenn sie wiederkommt und dann fragen sie, wo warst du? Und sie sagt, ja, nirgends, sie war halt weg. Wird nichts Besonderes gemacht, ha? Ja, Ahnung, stinkt nach Goblin-Jizz, 20 Kilometer gegen den Wind. Ja, ich. Und ein bisschen anders schon ausgedrückt, aber so ungefähr halt läuft es halt drauf hinaus. Ja. Und ich sagte dann kurzerhand auch einfach mal aus, Alter, wie viel Steine habe ich bitte? Und ich dachte gerade, okay, es sind aber wirklich nur noch Holzbalken, die fehlen. Also Holzstämme. Auch nicht schlecht. Also es ist auf jeden Fall, läuft dann am Ende darauf hinaus, dass die dann nach 10 Jahren zurückkommt. Und als sie dann zurückkommt, ist es quasi so, dass sie dann auch sich mit dem König wirklich ins Bett legt und auch mit ihm vögelt. Und dann ist der Witz, sie wird schnell schwanger. Ja. Nur mit dem Unterschied, dass sie halt innerhalb von ungefähr einer Woche oder so sichtbar schwanger ist. Oh, okay. Und anders gesagt, das ist ein letztes Abschiedsgeschenk von dem Goblin Lord gewesen, der inzwischen so großes Interesse an sie hat, dass er nicht bereit ist, sie aufzugeben. Ja, und hat dann halt ein letztes Mal mit ihr gevögelt. Sie hat sich nichts dabei gedacht. Und sie hat dann quasi eben ein Kind von ihm im Bauch, als sie zurückbekommt. Und hat dann halt auch innerhalb von wenigen Tagen bereits die ersten Anzeichen dafür, was dann den Leuten klar macht, ja, Pech, ne? Ja. Der König kann nicht der Vater sein, wir wissen, wo sie so lange war. Ja. Und, und letzten Endes ist es dann so, dass der König sie dann halt zwangsläufig umbringen lassen will, weil er sich auch betrogen fühlt und gehört fühlt und keine Ahnung. Ja. Ist eine ganz tolle Geschichte. Kannst du jetzt bitte aufhören damit? Ich will sie nicht weiter hören. Wie es halt immer so ist bei solchen Geschichten. Aber das Video hört jetzt gleich auf, das ist gut. Ja. Und das kriegt sie zufällig mit, nicht zuletzt wegen der Hexe vom Anfang. Und sie warnt sie dann und mit ihrer Hilfe schafft sie es dann zu fliehen. Okay. Und nachdem sie dann geflohen ist, hat sie nur eine Möglichkeit. Also geht sie zurück zum Goblin Lord und bei ihm bleibt sie dann und gebärt ihn für den Rest ihres Lebens und für den Rest seines Lebens Kinder. Ganz toll, ja, der Goblin Lord endlich die große Liebe gefunden, ne? Nur mit ein bisschen forceful Snoo. Ganz toll, Rainer, super. Kurz Pause, schauen wir ins nächste Video noch rein. So. Naja, es geht weiter mit der Goblin-Geschichte. Zukunftspläne. Wir machen jetzt, hier ist nur echt wirklich nur noch 2 Minuten Goblin-Geschichte und danach könnte wieder Interessantes mitkommen. Großes Kino. Beziehungsweise, sollte auch dazu sagen, dass die Goblins rennt der hier in der Unterbox herum. Also Junge, zieh mal was an. Wobei, nee, von mir aus darf auch mal hier rum, interessiert mich nicht. Jedenfalls ist es so, dass der halt
wie sagt man, er kann halt einfach so rumlaufen, wie er möchte. Er kann halt einfach so, sie bleibt dann halt einfach bei ihm, weil sie halt einfach sagt, ja, warum sollte ich, ne? Und zumal gefällt ihr auch das Leben mit dem Goblin Lord, der hat ja 10 Jahre, muss er denken, der hat 10 Jahre ihres Lebens mit dem Goblin Lord verbracht. Ja. Und die Goblin, anders als die Dörfer werden die Goblin-Lager, nicht so leicht überfallen, sage ich jetzt mal. Die Goblin-Dörfer werden im Normalfall in Ruhe gelassen, weil die einfach so stark sind teilweise. Und zumal Goblins, anders als Menschen, handeln halt auch mit vielen anderen Völkern. Was bedeutet, dass sie natürlich auch entsprechend starke Verbündete haben. Zum Beispiel verschiedene Arten von Dämonen, von auch die Minotauren und so weiter. Wobei die Minotauren jetzt weniger, weil die Minotauren sind nochmal eine eigene Art von Ehrgefühl, Rasse und so weiter, oder Zentauren. Aber es gibt halt viele Arten, die halt zum Beispiel mit den Goblins verkehren. Darunter zum Beispiel, eine sehr bekannte Rasse zum Beispiel, die mit den Goblins verkehrt ist, beispielsweise die Art der Kobolde zum Beispiel. Ja. Ja. Ja, die haben ja auch nochmal ihre eigene Geschichte. Hängt alles irgendwie zusammen. Ja, ich merke schon. Das sind wirklich, wirklich viele Geschichten. Ja. Ist wirklich, wirklich bescheuert, Rainer. Ja. Muss ja irgendwie muss es ja weitergehen, die Welt. Ja. Na, Rainer muss die überhaupt nicht. Rainer, die richtige Welt ist gut beraten ohne deine komische Fantasy-Vergewaltigungswelt. Ach siehst, ich wollte ja eigentlich Dinge herstellen, ne? Eimer, aber ich kann keine Eimer herstellen, weil ich keine Dinge habe. Ich bräuchte 100 Münzen. Aber Er muss Dinge herstellen, aber hat kein Ding. schön, dass du sowas gefunden hast, was dir so Spaß macht und was dich erfüllt. Was heißt gefunden habe? Ich mache das seit über 15 Jahren. Ja, aber ich Seit habe... über 25, 30, 50 Jahren macht er das schon. über 20, und seit ich 21 bin, schreibe ich. Ja, genau, hattest du gesagt. Aber ich habe zum Beispiel sowas jetzt nicht unbedingt gefunden. Also was, wo ich jetzt sagen würde, ja, das möchte ich eigentlich immer machen, das macht mir so viel Spaß und so. Also klar, studieren, okay. 22. Also 22, so. Du bist also ein Jahr älter als ich. Jetzt bedenke aber, dass du allein aufgrund deiner schulischen Bildung jetzt schon eine ganz andere Grundvoraussetzungen hast für verschiedene Dinge und dass du noch viel jünger bist, als ich es bin. Ich war ein Jahr jünger als du, als ich was gefunden habe. Jetzt warte mal ab, bis du, bevor du dir jetzt Gedanken machst, warte mal ab, bis sagen wir mal 30 bist. Okay. Solange kannst du abwarten, du brauchst dir keinen Kopf machen, bis dahin nichts gefunden hast. Dann schaut es wieder anders aus. Aber selbst dann, und ich wette, du hast bis dahin was gefunden. Okay, wenn du das sagst. Ja. Und im Zweifelsfall, falls ich bis dahin noch am Leben bin, kannst du zu mir kommen, dann mache ich dir ein paar Kinder und dann ziehen wir ein paar Kinder. Ja, sehr, sehr subtil, Rainer. Richtig gut. Okay. Oder nicht? Du kannst doch nicht sowas sagen und dann sagen, oder nicht. Ja, wenn du das nicht möchtest, dann nicht. Ja, alles gut. Ja, Rainer, sie möchte das nicht, glaube ich. Das kann ich ja nicht schlecht einmischen. Wir schauen mal, was kommt, ne? Jo. Jo. Das ist mein guter Plan. Ich jetzt am Ja, Bärchen, du schon mal nicht. Ja? besten. Oh, meine Mutter hat mir gerade geschrieben. Ich antworte dir mal schnell. Danke schön, Jungs. Soll ich das wirklich? Nö, lieber das. Obwohl, ich weiß ja nicht, wie seine Mutter drauf ist. Bezüglich was? Keine Ahnung. Ich weiß ja gar nicht, ob sie überhaupt was von weiß, ob sie mich überhaupt kennt oder so. Das weiß ich nicht. Müsste ich sie mal Aber fragen. wahrscheinlich ist es aber besser, wenn sie mich nicht kennt. Ja, möglich, ja, auf jeden Das ist das hundertprozentig so. Ha? Fall. Hinterher sagt sie noch, ja, mit dem wirst du mir nicht umkehren. Oh je, oh je. Als Schwiegersohn, der kommt mir nicht als Schwiegersohn ins Haus. Ja, Ja, ich glaube, da würde sie sich weniger Gedanken machen, weil die scheint ja aus einem nicht so bildungsfernen Haushalt zu kommen. Die werden schon ein bisschen was auf dem Kasten haben. Die würde dann schon checken, dass ihre Tochter nicht so behindert ist, dass sie sich mit einem Video abgibt, Rainer. aber ist ja trotzdem meine Entscheidung. Ich bin ja alt genug. Ja, mag schon sein, aber willst du wirklich mit deiner Familie brechen? Glaub mir, das ist nicht lustig. Ich weiß, wovon ich rede. Wobei, bei mir war es ja nicht so, dass ich mit der Familie gebrochen habe, sondern mit der Familie mit mir, aber... Doch, Rainer, du hast mit deiner... Schaut euch das Kevin Wolter Video nochmal an. Schaut euch das Kevin Wolter Video nochmal an, wo er gesagt hat, hier die Schwester ist gekommen und die hat er vom Hof gescheucht und so hin und her, bla bla bla. Und immer wenn er sagt, ja, meine Familie, die haben mich im Stich gelassen, ne? Das alles versteht. Die hatten halt, gut, Margarita hatte einen neuen Typen und die hat da schon lange keinen Bock mehr drauf gehabt. Und auf ihn wahrscheinlich auch nicht. Und ansonsten, es war halt so, entweder ihr seid für mich oder ihr seid gegen mich. Das ist hier Shoyoka-Mentalität. Ne? Wer nicht zu 100% auf Linie ist, der ist Faschist und der muss weg. Ne? Das ist vollkommen klar.
wenn du nicht ins dicke Arschgebirge gekrochen bist, scheißegal, ob du blutsverwandt bist mit ihm oder nicht, warst du für Rainer gestorben. Ne, weil dann stehst du ihm im Weg. Ne, Rainer hat sich gedacht, meine Familie steht mir im Weg, ne, zu meinem Ziel, der große YouTube-Star zu werden. Und er zieht durch und die werden dann schon wiederkommen, wenn er reich und berühmt ist. Ja, wissen wir, was passiert ist, ne? Das ist ja hinterher letzten Endes wieso der Aber haben die das gemacht, um sich selbst zu schützen oder was war da? Ach, das weiß ich bisher selber nicht. Teilweise ja, teilweise nein. Rainer, du hast die rausgeschmissen. Ja, du hast die rausgeschmissen. Natürlich haben sie dann auch, ne, ich meine, die Schwester ist ja anscheinend, dann hat es noch einmal versucht, wo ihr Kind geboren wurde. Aber dass sie es danach nicht mehr versucht hat, kann man ja auch nicht verdenken. Und natürlich kann man dann auch irgendwann sagen, okay, das ist eine verlorene Sache, da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Wenn er unbedingt will und er macht sein Zeug und dann zieht sein Ding durch, so dann soll er es machen, aber wir lassen uns da nicht mit reinziehen. Dass da auch ein bisschen Selbstschutz dann bei der Entscheidung geholfen hat, diese Distanz zu ihm dann auch aufrecht zu erhalten, das wundert mich überhaupt nicht. Macht er was anderes. Okay, Das spielt keine Rolle, weil ich habe versucht, meine Familie zu schützen. Letzten Endes! Ja. Bin dafür 15 Jahre durch die Hölle gegangen. Und Nein, Rainer, du hast nicht versucht, deine Familie zu beschützen. Du hast versucht, deine potenzielle Social-Media-Karriere zu beschützen. Vor lauter Angst, du müsstest wirklich tatsächlich echt arbeiten gehen. Das wolltest du beschützen und bist auch nicht 15 Jahre durch die Hölle gegangen. Die schlimmen Hater-Aktionen, die haben erst so 2015 angefangen. Das war erst vor 10 Jahren, Rainer. Aber nein, der klassische Rainer Übertreiber, er hat über 400.000 Abos auf YouTube gehabt. Gelacht. am Ende ist es aber so, dass ich Nee, nicht am Ende, Rainer, letzten Endes. Obwohl ich durch die Hölle gegangen bin, dann mal ansatzweise Verständnis von meiner Familie bekommen habe und die mich hinterher eigentlich nur noch nö, tschüss. Das tut mir leid. Ach. Ja, Rainer, das sollte einem aber auch zu denken geben, wenn eine Familie, die einen normalerweise wirklich, das sind die Leute, die maximales Verständnis für einen haben. Im Normalfall. Wenn die sagen, Rainer, das ist super dumm. Das ist super dumm, mach das nicht. Na, Rainer, du begibst dich in Teufelsküche, mach das nicht. Das offensichtlich. Und du dann einfach sagst, nee, dann könnt ihr euch alle verbissen, ich bin YouTube-Star, Halter Maul. Wo hast du was im Ohren, Rainer? Ja, aber trotzdem. Ach, für mich ist das längst vom Thema. Das ist längst vom Tisch, das Thema. Da gibt es ganz andere Sachen in meinem Leben. Okay. Außerdem, ich bin noch nie jemand gewesen, der sich anderen aufdrängt. Wer mit mir nichts zu tun haben will, Pech gehabt. Ja, da reden wir mal mit ein paar Leuten drüber, ne, ob du dich nie irgendjemandem aufgedrängt hast. Ne? Fangen wir bei Natic mal. Bestes Beispiel. Fangen wir dir mal. Oder deine sogenannten Kollegen von damals, die du terrorisiert hast. Hier die Grand Blabli und so. Ne, die dann irgendwann gesagt haben, hör auf, uns zu schreiben. Ne? Wir wollen mit dir nichts machen. Ne? Mach deinen Scheiß alleine, Depp. Ja, natürlich. Weil noch niemand mehr hinterher, der mich nicht zu schätzen weiß. Was ist das denn? Ja. Dein Ernst? Ich da drüben eine Kupferachse, jetzt wäre ich doch gerade da drüben. Das habe ich hier nicht gesehen. Ach Mann. Ja. Wenn ich so still bin, dann liegt es daran, dass ich nachdenke übrigens. Ich dachte, dass du tippst, aber... Nee, ja. nee. Worüber denkst du nach? Möchtest du deine Gedanken aus deinem süßen Köpfchen mit mir teilen? Ja, wahrscheinlich nicht, Rainer. Hm? Ach, ich habe jetzt einfach nur über das nachgedacht, was du gesagt hast. Ja. Ja. Ich weiß halt nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ja. Ich weiß auch immer nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Weil, weiß nicht, das tut mir halt voll leid, so deine Situation. Aber ich kann halt irgendwie nichts machen und das nervt mich halt. Du brauchst dir darüber keinen Kopf machen. Meinst du? Im Prinzip ganz einfach. Der einzige Mensch, der sich über diese Situation wirklich Gedanken machen sollte, bin ich. Okay. Ja, richtig. Dann würde jetzt mal langsam damit anfangen, Rainer. 10 Jahre später. Die Menschen, die damit beteiligt sind. Ja, also du. Uwe vielleicht noch.
Okay. Im Moment ist es so, dass wir beide weder zusammen sind, noch zumindest soweit ich weiß, aber Frauen entscheiden das ja manchmal einfach so, wir sind zusammen. Was? Ja, wusstest du es nicht? Meine ganzen Klamotten liegen schon in deiner Hütte. Was? Du bist bei mir eingezogen? Ja, nö, wusstest du das nicht? War doch voll offensichtlich. Ich meine, jetzt bist du schon seit 3 Wochen neben deiner. Das ist schlimm, das ist im Rainer schon so oft passiert. Da kommt irgendeine Mulle vorbei und zieht einfach bei ihm ein, ohne dass er es merkt. Ja? Und auf einmal sind sie zusammen gegen seinen Willen. Kann er gar nichts machen, der Rainer. Ja? Das hier der Prominenten-Bonus, den er da hat. So, ich muss seit 4 Wochen keine Zellen, kein Wunder, dass ich es nicht wusste. Ja, kein Plan. Also, Männer sind immer die Letzten, die sowas erfahren. Meiner Erfahrung nach jedenfalls. Jedenfalls ist es so, dass die einzigen Menschen, die sich momentan darum kümmern müssen oder damit beschäftigen müssen, bin ich. Aber ich kümmere mich nicht drum, weil ich mich ansehe. Ich habe keinen Stress damit. Die haben sich aus meinem Leben gezogen. Ich hatte noch niemanden hinterher, der mich nicht haben will. Ja. Ja, wie gesagt, Rainer, du hast die rausgeschmissen. Und wenn sie hergehen und versuchen, oder wenn sie in meinem Leben eine Rolle spielen wollen, dann müssen sie sich auch darum kümmern. Wenn sie sich in meinem Leben keine Rolle spielen wollen, dann brauchen sie sich ja darum kümmern. Rainer, derjenige, der mehr davon hätte, diese Beziehung wieder aufzubauen, wärst du. Ja? Ich nehme nicht an, dass einer von den beiden, weder Rita noch Ramona, in irgendeinem 10 Quadratmeter Monteurszimmer bei irgendeinem Neonazi drinne hockt, ne? Weiß ich nicht. Also, wenn, müsstest du dich um eine Wiederaufnahme der Beziehung bemühen, aber wie gesagt, da ist Narzissmus im Endstadium. Das wird er niemals machen und wenn, dann wird es nicht lange halten, weil er halt einfach nicht begreift, dass er nicht der einzige Mensch auf der Welt ist. Dann ist das Thema für mich auch vom Tisch. Ja, verstehe ich. Und brauchst du dir keinen Kopf drüber machen. Die einzige Sache, wo du dir vielleicht Kopf drüber machen kannst, wäre, wenn wir zusammen wären und vielleicht, sagen wir mal, keine Ahnung, als Weihnachten anstehen würde und vielleicht die Situation, dass wir uns mit meiner Familie treffen wollen würden und vielleicht mit meiner Familie Weihnachten zu feiern. So, das wäre vielleicht eine Option. Aber da das ja nicht der Fall ist, braucht man sich darüber keinen Stress machen. Ja, okay. Und selbst dann würde ich sagen, ja, das ist ja keinen Sinn. Dann würde ich, wenn überhaupt, wenn deine Familie das wollen würde, würde ich das mit deiner Familie feiern und meine Familie links liegen lassen. Ich will noch mit meiner Familie hinterher, wenn ich alles dafür getan habe, meine Schwester und ihren Mann und ihre Tochter zu schützen. Ja, halt dein Maul, du hast ihre Tochter vor allem, ne? Rainer, du hast selber damit geprahlt vor Kevin Wolter, dass du die mitsamt Mann und Tochter vom Hof gescheucht hast. Sag, verpisst euch, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Wo ist denn das Beschützen, bitte? Du hast an dem Tag vorher, glaube ich, erst erfahren, dass du überhaupt eine Nichte hast. Und wie gesagt, traut euch, kommt zu mir als Bullshit. Na, das hat niemanden beschützen sollen, außer dir selbst. Und sie mich fallen gelassen haben. Ja. Ich finde es schwierig, oder? Aber Nicht so viel nachdenken. ja. Nein, kein Aber. Ja, Nicht so viel drüber nachdenken, ist nicht alles gut. okay. Ich bin manchmal ein sehr nachdenklicher Mensch. Ist halt einfach so. Was hast du neulich zu mir gesagt? Du siehst alles zu tun. Das kann ich auch gut. Deswegen sage ich ja. Ja, so ist die Welt. Hast du eigentlich Bock, heute noch mal eine Runde Mario Kart zu spielen? Wird da jemand schon wieder abgezogen? Ich meine, wird da schon jemand wieder ein bisschen spielen, ja? Können wir gerne mal gucken. Cool. Können wir mal schauen, ja. Ich wollte nachher auf jeden Fall noch eine kleine Runde Zelda zocken. Ich habe schon ein bisschen gezockt heute, aber ich will nachher noch mal ein bisschen Zelda weitermachen. Ja, zum 125.000. Mal Zelda spielen. Hier Heldenlord. Ist die langweilig im Zug? Nö, alles gut. Brauche ich irgendwas von ihm jetzt eigentlich? Was brauchte ich? Achso, ich brauchte 100 Mücken, aber die habe ich ja jetzt. Warte, ich muss mit irgendjemand beschwafeln. Sprich mit Genova, Ska, oder mit, achso, das ist wegen der Einrichtung des Häuschen, oder? So eine geknackte Quest auch. Kann ich jemanden abheuern oder anheuern für mein Hütchen? Ich würde mir eigentlich sollte auch noch dringend Ding kaufen. Mir fehlt nur 900. Wie viel habe ich denn? Verwaltung. Ich habe eine Reputation von 700. Okay. Da ist noch etwas Redebedarf. So, warte mal kurz. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Techno-Werkstatt. Was ich brauche, ist der Eimer. Brauchte ich noch irgendwas? Habe ich irgendwas gesagt vorhin? Ich weiß nicht. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall den Eimer. Was ich jetzt noch... Noch ein Stückchen. Okay, der kam nicht an. Mal sehen. Nicht so viel nachdenken, habe ich gesagt. Hast du mal meinen Witz gehört? Nee, ich war am Nachdenken. Oh, ich merk's. Was ich auf jeden Fall bräuchte, wäre Dünger, aber ich bräuchte noch andere Sachen als nur Dünger. Gib mir mal deinen Dünger hier. Sonst scheiß mir mal in den Beutel. Oh Gott, oh Gott. So, 50 Dünger, na immerhin. So, dann schmeiß ich das alles mal in die Kiste. Ich hoffe, es reicht soweit mal alles.
Hoffentlich habe ich dir vorhin von meiner Geschichte nicht zu viel erzählt. Wieso? Naja, weil ich dir eigentlich die ganze Story schon erzählt habe. Ich habe dir zwar nichts von den Dialogen erzählt oder so, oder habe dir die Geschichte vorgelesen, dass du dir die im Detail anschauen kannst, aber das dürfte schon wieder zu viel vorgelesen sein. Ich muss mir jetzt mal zusammenreißen. Quatsch, zu viel. Ich habe eine Backe. Ja, alles gut. Also, ich werde es niemandem erzählen, also. Lol. Ah. Das sagen sie alle. Dann sind sie schwanger. Ich bin nicht so gut im so detailliert mir Dinge merken. Das ist ziemlich Ja, deswegen lässt er die Aufnahme laufen, liebes Bärchen, ne? Das haben wir schon gemerkt. schlecht, wenn du Mathematik studierst, oder? Es geht. Also, wir können ja viel Hilfsmittel dazu nehmen. So, also, weiß nicht, Taschenrechner, wenn wir den brauchen. Ansonsten gibt es bei uns auch Klausuren, da kannst du einfach ein komplettes Blatt mit Formeln beschrieben, zum Beispiel vorne und hinten so beschrieben, mit reinnehmen. Also es wird vorher angesagt, da kannst du dir so eine Formelsammlung dann selber schreiben, weil es halt in der Klausur dann darauf ankommt, dass du es anwendest und nicht, dass du das alles auswendig wissen musst. Verstehe. Ja. Haben wir was zu essen da? Der verhungert schon. Wie geil das aussieht, dann wird das Fleisch da draufgelegt. Da fällt mir ein, das habe ich noch gar nicht gefragt. Veganerin? Eigentlich nicht, nee. Also ich versuche halt nicht zu viel Fleisch zu essen, aber ansonsten esse ich das schon. Ja, wie ich dann auch. Ja. Boah, siehst du das? Mein Charakter ist schwank. Hat er gerade gesagt, wie ich gerade auch? Oi. Der große Gemüselord, ne? Vegan-Lord. Bestätigt. Keine Ahnung. Hat gesagt, er hat die letzten 6 Wochen nichts anderes als Wurstbrot gefressen, aber er bemüht sich, weniger Fleisch zu essen. Rainer, das beißt sich ja weg. Gleich nach rechts. Ja. Ich habe so viel Klicks auf den Ach, verdammt. Ich weiß, was ich wollte. Ich wollte Tierfutter kaufen. Also gut. Dann schauen wir doch mal. Ich wollte... Ey, warum habe ich die hier in der Regen? Die kann ich gleich mal versteuern. Das Spielzeug habe ich auch hier. Okay, pass mal auf. Was will ich hier reinhauen? Ich will hier erst einmal den Karottensamen reinhauen. Dann will ich den Kohlsamen reinhauen. Das kann ich auch mal da reinhauen. Brauche ich. Hier ist der. So, und jetzt in die Verwaltung gehen. Und gerade hier ist... Ach, sieh mal an. Das ist ja auch cool. Okay. Okay, jetzt pflanzt sie quasi das an. Das ist auch geil. Das wusste ich noch nicht, dass das geht. Heute könnte man schön grillen. Es ist schönes Wetter draußen. Ja, ich hätte auch Bock auf Grillen, was will ich machen? Kann ja schlecht einfach rausgehen und grillen gehen. Ja. Das ist eines der Sachen, die ich am meisten hasse. Es ist wirklich traurig, ja. Es ist wirklich traurig. Es ist wie ein Knast. Oh, Nackegrill. Es ist wie ein Knast bei ihm. Der kann nicht mal vor die Scheißtür gehen. Dass ich kein eigenes Haus mehr habe. Jetzt bei dem Wetter schön nackig in meinem Garten sitzen, Grill anschmeißen, Sonne genießen, nackig. Ja. Ja, Rainer, das erwähntest du bereits, ne? Im Übrigen nackig, gell? Also, für den Fall, dass du es nicht gemerkt hast, ich habe nackig gesagt, ne? Halt dein Maul. Ich will voll nicht drauf eingehen. Ja, Ja, offensichtlich geht sie nicht drauf ein. Es ist wieder dieselbe Scheiße. Das hat er auch jetzt schon mal gebracht. Ne, dass er irgendwas droppt, in der Hoffnung, dass sie sofort drauf anspringt und dann tut sie das nicht und dann, hallo, ich hab hier nackig gesagt, ne? Ich grille nackig, ich will jetzt darüber erzählen, dass ich nackt jetzt heuchle endlich Interesse daran. Warum soll ich darauf eingehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, liebes Bärchen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also bei jeder normalen Frau könnte er schon froh sein, wenn die nicht einfach wortlos hier den Sprachchat beendet und Discord schließt. Einfach nicht darauf einzugehen, ist noch übertrieben freundlich. Kannst du doch machen, wenn du möchtest. Obwohl, ich glaube, heute wär's nicht warm genug dafür. Ach, ich wieder keine Skin, mal. Ach, das geht schon. Alter, der sticht sich jedes Mal, musst du mal hinschauen, der sticht sich jedes Mal voll in die linke Hand. Oh Gott, ja, stimmt. Und dann voll ins Auge. Oh, eine Überlust-Story, sag ich Stich. Okay, also jetzt ist sie am Pflanzen, das ist doch schon mal von Vorteil. So, dann hau ich dir mal die Säckchen hier rein, das hat 23 Säckchen, das ist doch schon Oh mal... Gott, das Ding heißt jetzt Dialektlord. Ne? Cringe-Alarm. Dann hau ich noch das dicke Säckchen hier rein. Passt. Heutiges Blechle. Oh, das Blechle, ja? Gibt's nicht. Was? Oh, das Blechle gibt's noch nicht. Was ist denn das? Hast du alle Waffen oder Latten? Ich verstehe nichts. Ja, alle Waffen an Latten, was schon? Waffen an Latte. Ich will nichts verstehen. Ich weiß nichts checken.
Was ist denn los? Was soll denn das jetzt für ein Dialekt sein? Rainer, was soll denn das jetzt für ein Dialekt sein? Was, Ivan, was laberst du mit Waffel und Waffel an Latte? Könnte ich nicht verstehen. Was ist denn Latte? Was ist denn was für ein Boah, Alter, das hier, das Kaya Jana auf Wish bestellt und Kaya Jana finden nur 13-Jährige lustig. Latte? Waffel wird gegessen. Latte ist zu bauen. Was Waffel und Latte? Was hast du Latte am Schädel oder was? Hast nicht Hirn, sondern Waffel liegen im Hirn. Im Kopf. Den, das da kommt da rein. 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 Und jetzt will ich noch den Ding verkaufen. Den Ring. Ivan, nichts schick. Vladimir, was wollen die mit Waffen und Latten? Vladimir, ich nicht schicken. Boah, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das löst wirklich körperliche Schmerzen bei mir aus, wenn man die Scheiße anhören muss. Das einfach, das so Fremdscham verursachen, das ist fürchterlich. Ivan, was sagen du? Ivan, Vladimir. Ich sag halt dein dummes Maul, Rainer. Es ist weder lustig, ne, was du da machst, noch irgendwie sonderlich geistreich. Das ist einfach mega peinlich. Vladimir finde ich das jetzt einen ziemlich coolen Namen. Ja. Ich weiß sogar, wie ich meinen Sohn nennen wollen würde, wenn ich jemanden haben würde, was nicht passieren würde. Echt? Wie würdest du den denn nennen? Lex. Horizon, was? Wie? Lex? 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 Wäre auch ein guter Name für ein Mädchen. Ja, Lex, L-E-X, Lex. Okay. Wo kommt der Name denn her? Also die Inspiration für den Namen als Name für meinen Sohn Ist Superman, ne? Das ist der Bösewicht aus Superman, Lex Luthor. wäre quasi aus einer alten Serie. Okay. Kennst du wahrscheinlich nicht, die nennt sich The Tribe, eine Welt ohne Erwachsene. Kenn ich nicht, ne? Nee, kenne ich auch nicht, aber ja, weiß nicht, Lex ist halt auch wieder so ein saudepperter Name. Wenn die Leute ihren Kindern so richtig dumme Namen geben, und du denkst, hey, wie sehr hasst ihr die Kinder? Ja, ganz ehrlich, mir fallen jetzt schon ein paar nicht so schöne Spitznamen an für jemanden, der Lex heißt. Ja, das ist mir klar gewesen. Den habe ich geschaut. Jetzt hier geht es um Videospiele. Ja, komm, den nehmen wir noch mit und danach Namen, obwohl, ne, hier geht's dann weiter mit den Namen. Dann machen wir jetzt hier bei 15 Minuten geradeaus, machen wir Pause. Das ist eine gute Idee. 15 Minuten geradeaus. Und dann schauen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich habe jetzt hier wenig über Goblins gelesen. Das ist halt vielleicht so besser. Im Idealfall kriegen wir hier ein bisschen geschmackiges Met raus, wenn ich das nächste Video aufnehme. In diesem Sinne, Leute. Tut nichts, was Rainer tut. Metal off.